Sandra Keck hat sich auf die Fahne geschrieben, das Ohnsorg-Theater zu verjüngen und das Image der Sprache zu entstauben. Platt gehört für sie einfach zu unserer Kultur. Nicht verjagen. Ich habe gern 2 Kugeln in der Waffel, Erdbeer und Schokolade, bitte. Obwohl sie es selbst fürs Theater erst lernen musste und keine platznackende Großmutter hatte, liegt ihr die Sprache sehr am Herzen. Ich habe immer das Gefühl, das ist nicht cool, wenn man Plattdeutsch spricht. Und das würde ich ganz gerne ändern, dass die Leute sagen, okay, gehört zu Hamburg, gehört zu unserer Tradition. Warum ist Plattdeutsch uncool? In Bayern fragt kein Mensch danach, ob sie Dialekt sprechen. Und warum soll Hamburg nicht irgendwer in Plattdeutsch sagen? Schön, dass Sie alle sind, moin moin, wie uns tut. Mit der von ihr geschriebenen Musikrevue Rock au Platt, Episode 2, scheint ihr Plan aufzugehen. Bei der humorigen Geschichte von einem Poppenbütteler Bauernhof, wo das Vieh das Sagen hat, lebt die Sprache wie sonst nie. Die Gänse, die sich verflogen haben, schnattern sogar auf englischem Platt. Anglizismen im Ohnsorg-Theater. Frag doch mal, wo nehmen wir hier sind. Sorry, wo arms hate they nulliger art here? Die Tiere des Hofes verstehen das. Die Schweine klären das Federvieh auf. Die garstige Schwiegermutter, gespielt von der Autorin selbst, ist die einzige, die sich hier offensichtlich nicht wohlfühlt. Stellvertretend für alle anderen singen die Frösche ihr Loblied. Und Sandra Kecks Plan scheint aufzugehen. Ich verstehe, dass wenn es gesprochen wird, beim Singen habe ich ein bisschen Schwierigkeiten. Sprechen selber kann ich es auch nicht. Ich kann gut Platt schnacken. Also man versteht eigentlich alles, was da so passiert, und auch von den Witzen her versteht man das auch gut. Aber sprechen tue ich es auch nicht. Bernmeier, hörst du uns? Jo. Ja. Wie wild? Hard Rock, kein Mozart. Jo! Darauf, dass Rock und Platt gut zusammenpassen, bestehen vor allen Dingen die Kühe des Hofes. Und sie tun gut daran. Jünger und schmissiger kann Plattdeutsch nicht sein. Wenn es dem Ensemble aus nur 7 Künstlern nicht gelingt, für die etwas angestaubte Sprache Werbung zu machen, dann schafft es keiner.